warm heute Morgen. Was hast du denn, Dor? Das ist mein neues Handy. Da muss ich mich noch erst an gewöhnen. Die Tasten sind ganz anders. Und man kann auch viel mehr damit machen. Du, stell dir mal vor, damit kann ich sogar fotografieren. Sag bloß. Ich hol jo nicht viel von düsset neumodische Wachs. Und die Telefoniererei gab mir gewaltig auf den Wecker. Jümme düsse Pingelei. Das macht einen jo ganz nervös. Aber die jungen Lühe, die starrt jo auf die Dinger. Weil du das nicht kapierst. Damit muss man sich beschäftigen. Wenn du auch so ein Apparat hast, kann ich dir auch eine SMS schicken. SMS? Was ist das denn? Das ist eine Nachricht. Für Nachrichten hätt wieder Radio und den Fernsehen. Dort verruft wie doch die Dinger nicht. Du verstehst mich nicht. Eine SMS ist was Persönliches. So zu sagen, von Frau zu Frau. So? Von Frau zu Frau? Wenn du mir was zu sagen hast, dann kannst du mir doch so sagen. Dann versteh ich das wenigstens. Sicher kann ich das. Aber wenn ich nun mal weit weg bin, Bist du aber nicht. kann ja mal sein. In 2 Werken zum Beispiel, wenn ich in der Nähe von Verona bin. Was? Das ist jo ein Ding. Du treibst die mit der Verona aus dem Fernsehen? Die mit deinem gewaltigen Vorbau, wo der Mann immer so gerne hinkieket und ich immer sagt, hier werden sie geholfen. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Nee, Erna, so ist das nicht. Verona ist eine Stadt in Italien. In Italien? Ach so. Und ich dachte schon, aber kann ich jo nicht wetten. So was hätt wie früher in der Schule gar nicht leer. Wie müssten sie mal bloß prägen und Aufsätze schreiben. Ja, und Handarbeiten, das hätt sie auch noch hat. Und weil ich das jo alles nicht so gut kann, bin ich so 3-mal sitzen bleiben. Ob das Tüchnis stünd denn immer, Erna hat Mühe, sich zu Trieren. Richtig, Trian. Wie weißt du das? Aber wieso wirst du denn in den Sommertagen nach Italien? Da ist doch das Fehlstau heiß. Ah, jetzt weiß ich. Du wirst die doch mal auch so ein Papagei anlachen. Na, ist das nicht so? Wie kannst du das ruhig vertellen? Ich bin verschwiegen wie ein Graf. Da mal eine Tüte. Aber wieso Papagei? Ja, weiß doch wohl. Das sind die südländischen Mannslühe. Die loben nur an Bord am Mastig rümme, mit ihren Körten Bohrbüchsen und sind wie verrückt achter den deutschen Frauenslühe her. Ach so, nu kapier ich das. Du meinst die Papagallos. Ja, genau, die Gallo. So heißt es sei. Die sind nämlich ganz gemein. Erst schmerzt sie denn wie beim Honig im Maul. Und dann mag sie einen auf Mitleid und hebt was an die Ohren. An die Ohren? Ja, die singet doch schon mal von Am Ohre mio. Nee, Erna. Die Italiener, die singen immer von Amore. Sag ich doch. Und just damit
kriegen sie die Dütschen deren Trümmer und verführt sie nach allen Regeln der Kunst. Wie mir haben die keine Chance. Was du nicht weißt. Aber die hätt nix an den Ohren. Leibe heißt Amore. Und worum singet ihr denn schon mal was von den Ohren? Du kapierst das nicht. Am Leibe heißt auf Italienisch Amore. Ach so. Mord ein Jog 6 werden. Du, Wilma, vorige wegen, habe ich einen Film im Fernsehen sein. Und so leiden Josef Gallus auch alle am Strand krümmen und knutschten mit den Frauenslühe aus Deutschland. Nee, aber auch. Und denn? Denn löten sie die arme Frau mit das Kind wer alleine nach Deutschland führen. Wieso mit der Kind? Stell die doch nicht so doof, Wilma. Düsse Papa. Gallus. Ja, also Düsse Gallus, die sind nämlich ganz gemein. Erst trat sie den Frau und Kind an und dann löten sie die Frau alleine wer nach Deutschland führen. Nee. Doch, das war in dem Film auch so. Erst habt die beiden an Strand lägen und sich überall abfliegt. Und dann, mehr weiß ich nicht. Und was passierte denn? Nu, wenn ich das genau wetten. Das ist es, Julius. Das weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Erst kam noch so eine feine Musik. Und ich war all ganz gespannt. Und just als sie in Nahkampf gehen wollten, ging das Licht im Fernsehen ut. Nee, aber auch. Und denn? Ja, denn ging das Licht wieder an. Und da stünd Fine. Ausgerechnet so möchte diese Störung kommen. Man soll sich wie den Fernsehsender beschweren. Ein Stadtfaste, wie Beate Use, was das nicht passiert. Beate Use? Du gibst dir mal so ein Schied nicht an. Ja, aber worum wir denn nicht? Wir habt doch Premiere in Huse. Wenn ich mal einen Kerl krieg, dann muss ich doch wissen, was ich mit dem anfangen soll, oder? Das soll nämlich Mannsmühe geben, die wird eine ganze Zeit lang schimmer bloß das eine. Ja, das soll es geben. Aber solche Frauensmühe gibt's das aber auch. Und da können sie gar nicht genau von kriegen. Tja, so ist das wohl. Aber das meut ich nicht mit. Das sagst du so. Aber das kommt ja wohl auch auf den Kerl an, nicht? Wieso? Jeden Tag dasselbe? Nee. Das gibt doch Abwechslung genau. Die Leibe kann so schön werden. Das macht wohl Bähne. Aber machst du jeden Tag grüne Bohnen? Wieso grüne Bohnen? Ja, in dem Film war das auch so. Der Mann kriegt immer grüne Bohnen Taumeter, weil er das so gerne hemmen will und sei das auch am besten kochen können. Machst doch sonst sagen, dass das alles langweilig wird, oder? Ach so, das meinst du. Und ich dachte all. Ja, und dann habt sie sich scheiden lassen, weil
weil hei auch mal junges Gemüse hemmen wollt, wie hei säh. Kann ich gaut verstorne. Ich auch. Und deswegen mag ich den nächsten Kochkurs mit. Dann kommt mein Kerl erst gar nicht auf diese Scheidungsgedanken. Wenn ich bloß wüsste, wie ich damit mähen könnte. Was? Damit kannst du mählen? Ja, was denkst du denn? So ein Apparat ist praktisch. Mit so einem lütge Ding kannst du mählen? Ja, dafür sind die Apparate doch extra markt. Du wollt mir wohl verkackt eiern, was? Wie soll in so ein lütge Telefon wohl Mählrin kommen? Nachher vertellst du mir auch, dass du da mit dem Kaufen backen kannst, was? Aber da musst du dich schon eine dümmere säugen. Das soll ja wirklich gern, die noch dümmer sind als ich. Noch dümmer? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber was gab das denn? Immer wie neues Handy. So, du hast dir ein wer neues Handy taulich? Ohne Mieter fragen? Ja, ich muss doch auf den neuesten Stand wählen. So, musst du das. Ich will dir mal was sagen, meine Schwester. Das Telefonieren kostet Geld. Und Geld fällt wie uns an allen Ecken und Kanten. Hanna, du darfst ja wohl so, als wenn wir an Hungerdauf nagelt. Und außerdem beteil ich das ja. Und wovon? Von dem Geld, was ich dir gebe. Und Geld fällt wie uns an allen Ecken und Kanten. Ich verdiene hier auf dem Hof mein Geld auf ehrliche Ort und Wiese. Und da kann ich ja wohl mitmachen, was ich will. Oder? Ja. Das kannst du. Aber deswegen wuchst noch lange nicht das Geld vom Fensterhut schmieden. Die jungen Lühe, die hat überhaupt kein Verhältnis mehr zum Geld. Du weißt doch, Geld fällt wie uns an allen Ecken und Kanten. Ich weiß, den Schnack kenn ich all utwendig. Den richte die gefälligst doch noch. Kick gerne an, die gibt nix unnütz gut. Ich spar ja auch für meine Hochzeit. Ja, ich weiß. Und das seit 20 Jahren. Wie lange wollt du denn noch sparen? Bis die richtige kommt. Na, dann kannst du ja noch lange träumen. Wieso? Ich habe letztens einen Drohung gehabt. Man muss bloß Geduld haben. Denn gelüftet man. Von Söhns kommst du nicht an den Kerl. Dort musst du einfach für morgen. Mit dem Drom allein kommst du nicht für da. Nun Lord Erna in Ruhe. Sie weiß was zu will. Die Kerls von Dorge sind nämlich auch nicht mehr das, was sie vorher mal würden. Sie wird doch von Dorge bloß noch ein Rieke Bief rein und dann sind sie fein Rute und sperren die roten Macho. Und noch 4, 5 Jahren, da säugt sich eine Jüngere als Geliebte. Weil die denn noch heit ist und besser springen kann. Du musst nämlich werten, Erna. Die Kerls hat immer bloß einen Gedanken. Die braucht was für Bette, für ihr Wohlbefinden. Morgens, wenn die aufwacht, denkt sie all, was sie uns für einen Blödsinn anstellen könnt. Für ihre eigene Frau habt sie denn wohl nicht mehr viel over. Und du darfst bloß noch ihre Weste waschen, die Oberhemden bügeln und Essen kochen. So startet mit den Kerls von Dorge. Und suchen dauert so alle. Erna, ich gehst den Gauen raus. Hol die den Mannsmüll von Liebe. Und das Geld auch für die. Na, du musst ja Bannischläge-Erfahrung morgt haben, Hanna. Hab ich auch. Aber das steht hier nicht vor Debatte. So, und nun kommen wir langsam in die Gänge. Die Schmiede wird fortwehren und der Heuler muss auch Frühstücke. Oh, das ruft wie auch. Ja, ich habe auch so einen Kohldamm. Zeig du dir erst mal was an. Überhaupt.
Und schütte Lürbus denken, wenn die hier so rumlaufen. Aber wir sind hier doch in der Ost, nicht? Schied egal. Du tust dich jetzt an und dann fällst du den Hof. Und du, Wilma, kümmerst dich um das Pfeil. Aber nicht in die Morgenrock. An das GFDK noch noch Essig statt Milch. Und? Was magst du, Hanna? Was ich mag? Also das ist doch... Seit wann muss ich die Rechenschaft geben? Ich will man bloß. Aber Hanna muss uns doch sagen, was sie machen mögt. Das wird doch all immer so. Und darüber muss das ja nicht so blieben. Wie meinst du das, du Küken? So wie ich das Recht habe. Ich will die mal was sagen, Wilma. Seit unsere Öllertote sind, für ich hier auf dem Hof das Kommando. Weil ich nun mal der Ölste bin. Und wenn ja das nicht passt, dann müsst die Tausend hier Chlorform. Dann ist hier kein Platz mehr auf dem Hof für jou. Kapiert? Ich all. Ich nicht. Wir sind hier doch nicht auf dem Kasernenhof. Und außerdem lebt wir im 21. Jahrhundert. Die Leibeigenschaft und Sklaverei ist ein lang passé. Passé? Ist das was Leges? Ach, das verstehst du nicht. Wer hätte schließlich in all den Jahren den Hof der Hofe holen, hä? Und wer hätte in die Leben tief, als die Schweine und die Eier nichts kostet, das Geld der Hofe kostet, was? Ja, das wirst du. Aber die Tiet hätte sich doch ändert. Die Tiet, ja, aber das Geld fällt immer noch an allen Ecken und Kanten. Und dann kaufst du die so modernes Handy. Hast du denn gar kein Ehrgefühl? Das eine hätte doch mit das andere nichts zu tun. Man muss doch mit die Tiet gehen. Mit die Tiet ja, aber man ruft mit jedem Jahr ein neues Handy. Du, Wilma, was ich dich hier mal fragen wollte. Wo steckt man wie das Telefon ein? Ist das Geld drin? Da rufst du nichts drin stecken. Das funktioniert so. Du musst bloß eine Nummer wählen. Wenn das kein Geld kostet, dann will ich auch so ein Ding kennen. Das fehlt noch. Du brauchst kein Geld und alleine kein Telefon. Ganz so ist das nicht, Erna. Du musst dir eine Karten kaufen und dann kannst du telefonieren. Vertell dir doch nicht so was. Da kann die doch gar nicht mit umgehen. Na, rockst du noch gut versehen wie so ein Pornoschuppen an. Und das kostet Masse Geld. Und Geld fällt wie uns an allen Ecken und Kanten. Porono? Liegt das auch in Italien? Nee, das ist ein Eheanbahnungsinstitut. Pass mal auf, Erna. Wenn du mal einen Kerl suchst, und das darfst du ja nicht, Dann hau ich doch an. das darfst du nicht. Was erzählst du denn da für einen Quatsch? Eheanbahnungsinstitut, da ich nicht lache. Ich hab all verstorne. Du gönnst mir keinen Mann. Quatsch. Aber wir sind uns doch voll einig, dass wir auch ohne Kerl ganz laut Rechte kommen. Du kannst nicht lügen, Erna. Ein Kerl alleine bringt an uns ganz Lusheit durcheinander. Du meinst sicher den Hormonhaushalt, Hanna. Ach, wie stille. Was kennst du all von Hormonen? Ja, kannst du doch noch gar nicht von mithören. Aber was hast du denn dagegen, wenn ich wie diesen Porono anraufen darf? Die Lichtvater jo noch ein Kerl für mich ab, wer weiß. Sag mal. Als ohne Jungfer sagt sich der Torbenbänder als mit dem versorgenden Mannsbild. Hanna, du hockst doch nicht an und damit basta. Hast du einmal was davon hört, wenn man ein Menschen was verfallen darf, denn reizt denn das besonders? Ach, wie stille. So, und nun komm mal langsam in die Pötte. Na, Wettervolle? Und das die das Werte. Hier kommt kein
drin. Wenn du die Doma nicht täuschest. Nein, versteh ich nicht. Worüber hat unsere Hanna bloß so viel Manschetten für den Mannsflür? Ich wär jedenfalls froh, wenn ich so einen schmucken Pepperoni abkrieg. Oh, dann wär ich so verwöhnt, wie schall das Gaut wie wir haben. Jeden Abend bräuchte ich irgendwie eine Pantoffel an die Sessel und kochen durch Schimmel die Leibgericht. Von wegen jeden Tag bloß grüne Bohnen. Hab ich nicht doch mal die diesen Toronto-Club nachfragt? Ja, ich glaube, Wilma mag mir mal die Telefonnummer geben. So ein Mann, macht mich unwahrscheinlich an, dieser Mut, diese Kraft. Weckt in mir die Leidenschaft, so ein Mann, unwahrscheinlich an. Das ist hier die besagte Hof, Herr Dr. Eriksen. Hier läuft also die Bach lang und da ist das Biotop. Das kann natürlich noch Schwierigkeiten geben, aber sie hat das große Glück, in mir einen erfahrenen Fachmann versietet zu haben. Donnerwetter, das sind man auch nicht alle Tage. Ein Frauensminske in Nachthemd an Hopfägen. Wie habt die gar nicht sein, Erna? Ja, lütge Lühe, aber sieht man gerne. Aber Bolle sind schon wer Gemeinderat wollen. Da musst du jo alle Lühe grüßen, immer die Stimmtau kriegen. Bin ich nicht immer netter, die selten? Als Bürgermeister musst du das jo wohl ob. Nun Gott, wie hier mal auf den Weg, ich muss hier reinfahren. Was ist das denn für ein Papier? Im Zuge der neuen Straßenführung muss der Uhlenbergshof abgerissen werden. Das darf schon wohl nicht vorwählen, Herr Bürgermeister. Sagt, dass das nicht stimmt, Gerd. Nur mal ganz ruhig. Die wird schon einen neuen Plan in aller Ruhe erklärt. Das kenn ich. So fängt das schon mal an, wenn man auf ein Distanz werden schall. Da staunt sie, was? Ich bin nämlich gar nicht so doof, wie die Lüge schon mal sagen. Auch wenn ich dreimal sitzen bleiben bin. Ich hab mich erst Lörter entwickelt, sagt Hanna Schimmer. Ich würde total sagen, ein Spätzünder. Aber da hab ich sofort gemerkt, dass da was am Himmel stinkt. Und, was mi Nachthemd angeht, ich bin ja wohl noch ganz schön sexy. So was seid sie nicht alle Tage, das kann ich mir wohl denken. Und wenn ich mich erstmal so richtig in Politur schmied, kann ich noch so manchen Kerl schwach machen. Da staunt sie, was? Mag das Multau gehrt. Aber nur mal tau bisschen Plan. Wo kommt diese Wisch her und was hat tau bedühen? Und wieso soll hier ein Zucht durchführen? Wieso Zug? Also, das habt ihr völlig missverstanden. Ich kann jo wohl noch lesen. Hier steht doch im Zuge der neuen Straßenführung. Also, so viel Dummheit auf einmal gibt doch das wohl nicht. Ich muss hier erstmal Herrn Dr. Sven Eriksen vorstellen.
Herr Eriksen ist Städteplaner und extra aus Hannover hierher kommen. Das ist Fräulein Erna Uhlenberg. Angenehm. Nettes Kleid habt ihr doch, Anne. Gefällt mir das? Das kommt von unsere selige Oma. Die hat das für 20 Jahren immer sonntags nach Kerken tragen. Und ich hol das nur in Ehren. Aber nun muss ich mir erstmal mitteilen, sonst schellt Hanna noch mit mir. Nutzt sei man die Gelegenheit und kickt mich noch mal so richtig an. So was kriegt sei so schnell nicht wertau seine, Herr Eriksen. Eriksen. Dr. Sven Eriksen. Okay, Gold. Aber wenn Sie Doktor sind, dann könnte man nicht noch mit Unpuff kicken, die ist nämlich ganz rund. Ich verstehe nicht. Frau Uhlenberg meint, dass Sie ein Dr. Med sind. Da hätte mich Beschwerden mit Ihrem Allerwertesten. Nee, ein Mediziner bin ich nicht. Meine Fähigkeiten liegen um einem anderen Gebiet. Ich kann das so sagen, mit männlicher Intelligenz da down. Ach so, männliche Intelligenz. Ich verstehe. Ja, wenn Sie anders darüber sind, brauche ich für ihr gar keine Angst haben. Das Herrn Sie auch nicht sagen können. So, fällst du mal den Hoffütter? Na, dann fangen wir mal an, Herr Bürgermeister. Das ist so eine lustige Person. Sei halt mir für schwul. Sie möcht das nicht so ernst nehmen. Die Uhlenbachs sind so ein Betten, wie soll ich sagen, rustikal, wenn Sie wert, was ich meine. Von dieser Sorte haben wir hier 3 auf dem Hof, wovon einer die doofste ist. Na, das kann ja heiter werden. Ist hier denn kein Kerl um Haube? Das ist unser größtes Problem. Mit dem Kehl haben wir lichtere Spell. Das glaube ich auch. Und diese Erna ist ja just nicht die allerhellste. Das sagt ja all. Dann möcht Sie erstmal die Hanna kennenlernen. Da kommt noch ein hartes Stück Arbeit übers Tau. Hanna ist toll. Da biegt die auf Granit. Ach, man muss eher einfach ein großzügiges Angebot machen. Für Geld dort die Lühe von Lage alles. Wie heißt das so schön? Mit Speck fangt man Müse. Hanna ist eine Knietang. Geld macht sie gerne lieben. Ja, der hat wieder gewonnen. Wenn sie sich doch mal nicht täuscht. Hanna ist mit allen Wassern gewaschen, wie man so schön sagt. Von ihrem geheiligten Hof lässt sie sich nicht ohne weiteres verdrehen. Das heißt, es ist Verhandlungsgeschick und Überredungskunstfrage. So ist das wohl. Macht doch gar nicht an Denken, wenn ich ihr vertellt, dass sie ihren Hof für eine neue Straßen abwiegen soll. Ich befürchte das Schlimmste. Oh weia, da kommt sie all. Was hab ich doch von Erna gehört? Aber Usenhof scheint Zug führen. Nee, so ist das nicht. Moin, Anna. Das ist Herr Dr. Sven Eriksen. Das ist Frau Hanna Uhlenberg. Moin, Frau Uhlenberg. Sie sind mir taufreundlich. Gerd, was wird Sie hier? Ja, das ist so. Und so blistert auch. Was der Weg sagt? Frau Uhlenberg, wie möchten... Was wen zu wollen, was ich als möchte. Ist doch all gesagt worden. Der Bürgermeister kennt meine Meinung. Aber Usenhof führt weder ein Zug, noch wird hier ein Straßen baut. Ist das klar? Du lass uns doch erstmal auf die Sorge hören, Hanna. Wozu? Wie einen Entschluss hast du? Das weißt du genau. Aber man muss doch wetten, worüber das wirklich geht. Mit Irrkönig sowieso nicht. Holt sie sich doch mal ganz gut. Aber die Doktor ist Städte- und Gemeindeplaner. Die versteht was von sieben Fach. Was hei ist mir schick egal. Ich hab für ihn einmal gesagt. Aber Usenhof wird weder ein Zug, noch wird hier ein Straßen baut. Drei Fürsten wenigstens mal hinsetzen, eine kürzliche Fehler. Na, mein Tag. Aber meine Zeit ist begrenzt.
Tief ist Geld. Und Geld fällt wie Ost an allen Ecken und Kanten. Aber dann ist das Julius, Frau Uhlenberg. Sie haben ja als Städte- und Gemeindeplaner einen finanziellen Supervorschlag morgen. Super Vorschlag. Sind wir hier wie Aldi oder Lidl? Das interessiert mich nicht. Lass den Doktor doch erstmal hören. Na, der Matau. Aber kommt so auf den Punkt. Also, das hier ist der neueste Plan für die Umgehungsstraße. Eigens von mir erstellt. Das hätte ich nie gedacht. Und, was soll das? Hier links ist das Biotop in Teiket und das hier ist die Lücke Eichenbusk. Und hier liegt der Hof. Das sei ich. Das ist nichts Neues. Die neue Umgehungsstraße führt an der Lütgen Eichenbusk vorbei, direkt aber Usenhof. So ist das, Anna. und deshalb muss die Hof, ich meine, Herr Dr. Eriksen meint, dass Sie Jaun Hof an anderer Stelle der Neid aufbauen können. Die Gemeinde lässt sich nicht lumpen. So, die Gemeinde lässt sich nicht lumpen. Lumpen, ja. Gäb das, Hanna. Die Gemeinderat besteht aus lauter Lumpen. Und der Bürgermeister hört auf dort auf. Na, tügeline Wörter, Erna. Sie möcht sich doch nicht bedenken, die ihr gehört wie so lange so. Ist doch vor. Ich will mal beten, was du sagst, wenn du den Fuß abbieten schöpfst, bloß weil du an Zuchtdörf hören schall. aber das kann weder ein Zug noch sonst was drüber führen. Hier geht es schlicht und einfach mit die neue Umgehungsstraße. Ja, schlicht und einfach ist das für ihr Planer. Für unser Eis kostet das Eis eine Masse Geld. Und Geld fällt wie Ost an allen Ecken und Kanten. Aber ich hab doch gesagt, dass die Gemeinde so großzügig abfindet. Dann könnt ihr den schönsten Hof hier aufbauen. Sozusagen ein Luxushof. Nee und nochmals nee. Die wird hier nicht weg und damit basta. Aber bedenket sie doch, das fehlt Geld. So viel Geld könnt sei uns gar nicht bein, dass wir hier wegteilt. Richtig, Erna. Was sagt denn Wilma dort Hau? Sie hätte da kein Down, was ich erfüllen. Aber Wilma will doch sicher mal heiraten. Und denn? Im Kehl kommt Bios nicht in Fuß. Das ist das Julius. Wenn Wilma sich befreit, dann bleibt sie mit Sicherheit nicht hier, dann können sie doch in das neue Haus teilen. Die befreit sich nicht. Da ist weit und breit kein Mannsbilder sein. Aber das kann sich doch ganz schnell ändern. Wenn zum Beispiel Fräulein Erna, Erna, die hat ihre Sturm- und Drangperiode lange achter sich. Aber die Perioden habe ich noch gar nicht achter mir und habe ich nicht. Hast du doch. Und nun keine Widerwörter mehr. Ja, Hanna, wenn du das sagst. Hallo! Ach, na nu, Vater, du hier? Wie du bist, mein Sohn. Was für die hierher? Ach, ich bin hier reintaucht, wenn ich vorbeikomme. Tja, und dann dachte ich, kiek mal ins Biolenbad drin. So, dachtest du. Und Vira, wolltest du nichts von uns? Nee, von die und Erna nicht, das stimmt. Von mir will halt was. Und ich von Ön. Das reicht. Wilma! Wilma, was wird das jetzt? Es doch sein? Ein Kuss? Ich bin sprachlos. Das wird das erste Mal. Aber Hanna hat uns doch den Übergang mit dem Mannsflühe verfahren. Und ich hab die einmal gesagt, was ein verboren wird, reizt am meisten. Ist das nicht so, Ralfi? Muss wohl so werden, Wilma. Und Vater, was für die in diese männerfeindliche Region? Wie ein Vater will uns von Hus und Hof jagen. Stimmt doch nicht, das ist doch ganz anders. Aber Usenhof schön Zucht führen. Aber wenn die der Use Schüne führt, mag ich nicht jedes Mal die Türen offen. Das geht ja wohl nicht um die neue Straße, Vater.
Du weißt doch genau, dass das Projekt wie uns im Gemeinderat noch gar nicht beschlossen ist. Und wer ist das? Gestatten, Dr. Sven Eriksen. Woher kenn ich's sei? Ach, sind Sie nicht die Städteplaner Hannover? Ich hab's die letzten in der Zeitung abgebildet sein. Ja, so scheint das wohl werden. Mein Name ist in Fachkreisen sehr geschätzt. Mit den neuen Siedlungen in Braunschweig hätten Sie auch kein goldenen Maus verdient. Das wäre ja wohl ein Schuss enorm, wa? Sie haben 1 Millionen Euro in Sand zu setzen. Das ist ja nun just keine Meisterleistung. Das hört hier nicht hin. Jeder macht wohl einen Fehler. Interessant. 17 Millionen? Das ist Masse Geld. Und Geld hält wie uns an allen Ecken und Kanten. Sag mal, und sowas holst du hierher und das bevor die Baugenehmigung vorliegt? Bist du bloß für den Bürgermeister? Also beleidigen lasse ich mich hier nicht. Und außerdem hätte Herr Dr. Eriksen ein Gutachten erstellt, was sehr positiv für unsere Gemeinde gut fallen ist. Ich glaube, wir kommen ein andermal wieder. Das soll das Beste wohl werden. Frau Uhlenbach, dass die Sorge sicherlich noch mal im Kopf gar nicht. Für eine kompetente Beratung stehe ich jederzeit zur Verfügung. Wie braucht keine potente Beratung? Das kann ich ja auch lieb sagen. Wer kommt, ist zwecklos. Denn Hanna, was nicht will, dem will sei das auch nicht. Das ist genau wie mit min Achterdeil. 30 € kostet die Tabletten in der Apotheke. Aber die hat wir ja nur Sport, weil Hanna wieder Mehlfett geschmiert hat. Denn Geld fällt wie uns an allen Ecken und Kanten. Ja, ja, ich weiß. Aber der Plan von Dr. Eriksen ist das letzte Wort noch nicht gehört. Kommt, Herr Doktor. Ja, Wiedersehen. Tschüss denn auch, Fräulein Wilma. Hätten mich fragt, Ihre Bekanntschaft zu marken. Hat unser Statikkerl die so anzukicken? Du bist doch nicht etwa eifersüchtig, Ralfi? Muss ich das werden? Du doch nicht, du dumme große Junge, du. Oh, wie ist das schön. Einmal möchte ich auch mal so einen Kerl in Armen nehmen. Und dann drückt die Becke auf, dass er die Engel im Himmel singen hörte. Da fehlt noch. Schluss jetzt mit der Schmuserei. Du auf dem Hof wird nicht rumgeknutscht. Hier muss hart Arbeit werden. Für so eine Marotten haben wir hier kein Tiet. Tiet ist Geld. Und Geld fällt wie uns an allen Ecken und Kanten. Untereinander die beiden. Schade, das wäre just so schön, wie in den Filmlisten. Und du, komm der Taudi, geh in Hut und Schild und Tuppel. Das ist gemein, immer wenn das spannend wird, was ich den Tuppelschild. Und du, Casanova, lässt von mir eine Schwester ab. Wie Bruchsebusehoff kein Mannsbild. Da bin ich aber anderer Meinung. Hier muss dringend ein Kerl her. Deine Meinung interessiert mich nicht. Ab sofort hast du hier Husverbot. Hör nicht um Hanna. Das ist use Privatangelegenheit. Du warst da Mieter widersprechen? In diesem Fall ja. Und wenn du das mit das Husverbot nicht mehr nimmst, dann siehst du mir hier nicht wert. Und das meine ich auch so. Das kannst du mir nicht anderen, Wilma. Ich hab doch immer eins für die dort. Und ich würde auch immer für jou dort. Das weiß ich auch als zu würdigen. Aber das eine hat mit das andere nichts zu tun. Also, Laut Gaut werden, Wilma. Wenn ich hier nicht willkommen bin, dann blieb ich gern weg. das ist das erste vernünftige Wort, was ich von dir höre. Also, und was täuscht du noch? Das kannst du nicht morgen, Hanna. Ob ich das kann? Ach, sofort wart hier einen anderen Wind. Sind sie nun alle mannsdull? Erst Erna mit euren Spinnereien und nun du auch noch. Wie langt das? So, wie lange das überhaupt noch
langsam, ob du mir das glöbest oder nicht. Ich hab Wilma gern und will sie freien. Und doch kann ich kein Winzke von abbringen, ob du nicht. Das wird sie doch wohl mal sein. Ist das wahr, Ralfi? Du würd mich freien? Ja, so wahr wie Christoph. Die und keine andere. Oh, Ralfi! Oskar wird nichts mehr drin. Das hätt mein Fiedchen mir damals auch versprochen. Aber als ich schwanger war, hätt halt die Hals über Kopf verloren. So sind die Kerlen alle. Er verspricht uns das Blaue vom Himmel. Und wenn ernst wird, das Teilchen steht ihn. Aber die Mannsnö sind doch nicht alle so. Aber ich hätt gar nicht gewusst, dass du schwanger wirst. Weil ich mich so aufrecht hätt, hab ich das Kind denn verloren. Das tat mir leid. Und deswegen will ich hier auf kein Mannsbild mehr sein. Das sind alles Verbrecher. Die Kerl hat mein ganzes Leben kaputt gemacht. Hanna, du hast sicher eine Masse mitgebracht. Aber deswegen kannst du Wilma nicht die Leine vorbei. Und Uso Glück kaputt machen. Buongiorno. Was heißt verweilen? Oh, Mama, mir ist warm heute. Roberto muss, wie sagt man, flitzen. Du meinst sicher schwitzen. Ah, si, schwitzen, ja. Roberto noch nicht lange in Germany. Roberto nicht alles, wie sagt man, verstehen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh. Was sehen meine Augen? Schön wie die Sonne von Napoli. Du wunderschöne Signorina. Ich, Roberto Maldini, rein hingerissen. Aber mein Herr, sei mag mir ganz verlegen. Hör mal her, dass du das nichts weißt, du Macaroni-Träter. Die deren ist meine Herzdame, ja? Das Fräulein ist meine Freundin, ist das klar? Du nix Amore mit Signorina Wilma. Capito? Si, Roberto hat kapiert. Schade. Nichts jung, aber Roberto immer gleich, wie sagt man, heiß wie Feuer. Er wollte sagen, voller Amore, wenn sehen, schöne Signorina. Eins macht man den Südländer aber lorden. Komplimente könnt sein morgen. Die Komplimente, die kann er anderswo anbringen. Aber nicht wie wir. Weil das kracht hat. Du bist ja eifersüchtig, Ralfi. Quatsch. Was ist hier von Dorge überhaupt los? Erst kommt der Bürgermeister mit diesem wunderlichen Stadtplaner und dann heute Liebe und Balzerei und noch Inzucht auf dem Uhlenbachhof. Und? Was kann ich für Sie tun? Ich nix verstehen. Nix Capito. Nix Capito ist kaum. Was wird sie hier? Sie sprechen so, wie sagt man, komisch. Roberto weiß nicht, was soll sagen. Das ist Plattdeutsch. So reden wir ja alle. Frau Uhlenberg möchte den Grund Ihres Besuches wissen. Grund, ja. Bürgermeister hat Roberto erzählt, dass Grund verkauft und Haus hier soll Abgerissen? Si, soll gerissen werden. Roberto möchte aber gerne molte Pizzeria, wie sagt man, Pizzeria in La Casam, hier auf Uhlenberg. Also, das ist jo wohl die Höhe. Da gibt der Bürgermeister den Utländern all Tipps, was mit unserem Hof passieren scheint. Aber da wird nichts von, da schlossen sich mal in den Kopf. Hier wird nichts abreden und du keine Pizzeria aufmachst. Senorita böse mit Roberto? Meine Schwester möchte, dass das Haus nicht abgerissen wird. Alles soll so bleiben, wie es ist. Capito? Prego. Aber warum soll die Bürgermeister lügen? Die Sache ist überhaupt noch nicht spruchreif. Hier bleibt alles so, wie es ist. Du verstehst? Si, Roberto hat verstanden. Aber Roberto darf wiederkommen? Sicher
gröbste Wert rum? Ich frag mich. Du schwieg stille. Und sie seid jetzt auch am besten Tag, dass sie noch Hus entkorn. Anders werden sie Erna und noch liebestoll. Ich glaub, die hätt nur ein Kapitel in den Büchsen. So einen schmucken Kerl darf man doch nicht einfach wegschicken. Die ist glatt ne Todsünde wert. Das ist nie ne große Chance. Heute die ne Schnuppen und morgen das Erdenklor. Komm, Wilma, das Erden ist fertig. Na, und was träumst du noch? Ralf hätt mi von Mittagstown Erden in Lord. Ist das nicht so, Ralfi? Sicher wie der. Nix so umgaut, aber wie Mörte, ne? Denn tschüss auch. Wilma, du bleibst hier. Schau ich nicht. Du kannst mich nicht holen. Roberto muss auch gehen. Arrivederci, Senorita Hanna. Harry, was? Nach jetzt umgegangen. Aber das sehe ich ja, das ist zwecklos. Kommt zurück, wer, Herr Roberto? Ich teile auf mein rohes Kleid mit den Wien-Utschnitt an. Doch könnte was sein, ne? Ich will lieber von wegen wie ein Hutschnee. Nicht tauglö. Da kriegt ihr doch in Öhrnöller noch hormonelle Anwandlungen. Erst us Küken Wilma und nu sie auch noch. Die Kehlen sind doch wie ne Seuche. Die Herrgott motten legen Dachat haben, als er den Mannsmühe erfunden hätt. Und dann hätt ich toll. Roberto ist der Mann, den ich in min Drom seine habe. Den Kerl krall ich mi. Da holt Hanna mi nicht von ab. Oh, was sie für Augen hätt. Und dann die schwarzen Haar. Notfalls lerne ich auch noch Italienisch. Für min Roberto dau ich alt. Da kann Hanna sich auf den Kopf stellen. Von wegen jeden Tag bloß grollende Bohnen. Die kriegt ganz was anderes von mir. Die kriegt Achtensuppen. Am